Schönen guten Abend, liebe Freunde, liebe Kandidaten, liebe Ehrenpräsidenten, liebe Ehrenpräsidenten, pardon, Präsidenten von den Sektionen, von den Bezirken, liebe Membern, alle Guten. Ich meine, wir sind heute zu 200 mit Versuch zum Chase kommen. Ich meine, das ist schon ein ganz starkes Zeichen, dass man so zahlreich ist. Zur Summe von tun, und das macht mich ganz viel froh. Und das ist auch ein ganz positives Zeichen, was wir heute nur draußen gehen. Und dafür sage ich mal alle Guten eine ganz, ganz große Merci von meiner Seite. Bravo. Ich merke noch bei den Leuten, dass noch heuer oder sonst von Momenten sind noch am Wahlkampf, dass man immens gut positiv Dynamik haben, das ist wirklich flott, macht Spaß. Wenn die Dynamik, die man in der Gemengewahlen hatte, schon 400 Resultate, wo man weitergeholt hat, die guten Resultate, die wir da hatten, ich wiederhole nicht die besten an der Geschichte von der ADR, konnte man den natürlich noch verstärken. Wir sind gut drauf, wir sind in einer guten Dynamik, wir haben auch die letzten Wochen immens viele Members beigekriegt. Auch auf Facebook mir gehen, wo man liken, praktisch all die anderen Parteien bis auf zweimänglich überholen nach das Woche DP, sieht er das für das mit der sauberen Zeichen, und ich meine, das weiß, dass wir da ganz gut erschienen sind und dass wir das Jahr ganz groß nach voller Summe werden haben. Ich habe mir ein paar Notizen geholt für eine Idee, für ein bisschen zu planen, wer das Scheigif so. Und da hatte ich Folgendes abgeschrieben. Ja. Ich habe das 4 gesehen. Ich wollte euch so, dass ich euch warnen, sie werden mit alle Kanonen schießen, nicht auf die DP, nicht auf die Grünen, nicht auf die LSAP, nicht auf die CSV, ja weiß. Sie werden Experten fragen, sie werden aus dem Kontext trappen, sie werden interpretieren, sie werden diffamieren. Das hatte ich 4 gesehen. Für die Stadt so viel zu warnen. Ich wusste nicht, dass es so schnell kommen. Und tatsächlich, Rentrée, Mai des Moyes, den da die Leute andere Male gehen, am Jum sehen, am Land sehen, am Auto sitzen, beste Sendezeit, zack, geht es los RTL. Ein ganz, ganz schlimmer Pferd, wenn die bald für Leute am Mord gehen. Aber nee, dass man okay die falsch geparkt hat, das wird man noch schlimm. Aber da gibt eine Geschichte gemacht. Von einer Journalistin, da gibt dann ein Expert kommen gelos, den zählt dann der Geschichtsprofessor, den muss er aber wissen, den zählt dann schreckliche Sachen über diese Partei. Ich verstehe die zwar nicht richtig, warum das geht, schon noch bis dabei ist, nach Kehl beginnt, die Strom geschwärzt hat, und schon nach Kehl beginnt, die verstanden, dann werde ich gar nicht nass, weil irgendetwas muss ja gewirrscht sein, anscheinend ganz schlimm. Ja, mit der das dann die Realität. Das geht also weitergeführt. Ich zufall, dass noch der Weihbischof Moyes am Radio geht die Nummer darüber gefreut. Und das ist nach mir größten Zufall wahrscheinlich, dass dann Uwe Sonderreisen, Präsident von Adrenalin, der Max, RTL, und dann noch ein darüber gefreut geht, mit Max ist das ganz gut gemacht, du passt nicht an den Fall. Rangang, bravo! Das war dieser neutralen Expert, den du geschwärzt hast, dann als diffamiert hast, den aus Moment bei den Grünen, die das Gründung, die war der Gründer von den Jungen Linken 1996. So viel muss ein neutraler Expert, und das tun sie natürlich nicht gesagt. Muss ich auch nicht, das ist nicht wichtig. Stell dir nur mal folgendes 4 kleine Beispiel. Stell dich vor, es wird umgedreht. Stell dich vor, da wäre eine Journalistin gewesen, und wären die Grünen gegangen. Und da wäre ein Expert gewesen, ein Geschichtsprof, und er hat gesagt, die Grünen sind eine faschistische Partei. Die Leute, die so nicht dabei sind. Das hören ich ziemlich oft von allen möglichen Leuten. Die hat das gesagt, also das hat aus der Luft gegriffen. Und stell dir vor, die wäre Member gewesen, ein Expert an der ADR, und sie hatten das nicht erwähnt, und das wird dann nur ein B-Mal rauskommen. Stell dir mal vor, was an dem Fall, was mir geschläft gewesen. Alle Medien hätten aber es geklappt, wahrscheinlich auch Politik, wahrscheinlich von nur beim RTL, wir sind schuldig gehen dafür. So wäre es ausgegangen, wenn es umgedreht wird. Wir haben nicht die Grünen, wir haben die ADR, und das kümmert kein Schwein, und denen kümmert ja machen. So ist die Situation am Land. Wir haben natürlich darauf reagiert, wir haben einen Plan bei der LIA gemacht, das bringt dann, was es bringt. Aber mein Fazit von dem ganzen Staat, weil ich merke, wenn ich gesehen habe, wenn ich mit den Leuten schwätze, so Aktionen wie die da machen uns nicht mehr schwer, au contraire, so Aktionen wie die da machen uns mehr stark.
Politische Parteien wie der DR sind gut für Demokratie, gut für die Regierung zu kontrollieren, aber die Vorrichten und Teppich zu bleiben, uns nur vier zu bringen. Andere Leute wollen die Meinungen nicht hören. Sie wollen wahrscheinlich keine Opposition. Sie wollen keine anderen Meinungen. Ich weiß nicht. Ich frage mich, was das Problem ist. Und dafür gehen wir kritisiert. Wir werden weiter kritisiert gehen, wahrscheinlich mehr wie die Regierungsparteien. Die Opposition oft mehr kritisiert wie die Regierung. Das ist mir krass. Das ist mir einfach, die Opposition zu kritisieren wie die Regierung. Wir machen das Spiel nicht matt, das wisst ihr. Sie werden meckern, sie werden grummeln, sie werden uns kritisieren, sie werden uns angreifen. Wir müssen relax bleiben, wir weisen das zurück, wir sind stark, wir stehen für demokratisch Werte, und wir lassen uns nicht aus der Mitte rausrappen, wo wir sind. Und das sind wir ganz klar. Und die mir geht überall, wo wir hingehen, der DR ist an der Mitte von der Gesellschaft zu Lützeburg. Und noch ganz kurz, ich weiß nicht, was alles könnte, ich will aber hier etwas sagen. Wenn der Journalist etwas rausfindet, am Januar, am Februar, im Juli, und will Leute informieren, weil findet, dass der Fall ist, den wichtig ist, für das den du bei uns diskutiert wird. Da kann er das in dem Moment machen, das ist ja sein Beruf, das ist ja normal. Wenn er aber etwas rausfindet, am Januar, am Februar, am Juli, am August, an der Wert bis 20 Tage, 15 Tage, 10 Tage für die Wahlen nicht rausbringt, dann ist es nicht mehr ehrlich. Weil dann möchte nicht nicht just für zu informieren, das hätte ja keine drum. Dann möchte nicht ganz klar für die Wahlen zu manipulieren. Und das ist unehrlich. Wenn der Wert so, und das ganz klar, noch ein Journalist, den etwas am Januar oder wenn ihr immer weiß, und bringt da 10 Tage für die Wahlen, möchte nicht für zu informieren, die möchte für die Wahlen zu manipulieren, aus seinem politischen Sinn oder am politischen Sinn von einer anderen Person, die ihm das angewendet hat. Das war ganz klar und deutlich sind, wenn das der Fall wird sein, wenn so etwas soll kommen, dann wisst ihr direkt, da erkennt ihr ganz genau darum, wen ihn bringt, und wen ihn nicht bringt. Ich kann nur noch lange weiter schwätzen. Wir sollen nicht auch das, was ich dann so, wenn wir darüber geschwärzt gehen, wir sollen abhalten, über Side-Stories zu schwätzen, wir sollen aufhängen, über das zu schwätzen, was die Leute hier im Land interessiert. Das sind Probleme hier im Land und das sind Themen, die die Leute interessieren. Und ich sage nicht nur, was wir machen, weil es gibt die Zeit, wir leben. Das ist meine Impression, ich denke, das ist auch die von ihr, und ich denke, dass die von ganz viele Leute dabei sind, wenn ich nur luistern. Wir leben in einer Zeit, wo Lützeburg so schlecht ist, wie schon ganz lange nicht mehr. Und das, weil wir eine ganz schlechte Regierung haben, die schlecht, die wir hatten, unter dem Zweiten Weltkrieg. Die schlechte Premierminister. Die schlechte Außenminister. Edukationsminister brauchen wir nicht drüber zu schwätzen, sind wir ganz Lützeburger Land, das ist jenes, Landwirtschaftsminister etc. Geht vielleicht tanzt, aber der andere Lichtblick mit das ganz rar. Wir wollen hier eine andere Richtung, aber wir wollen nicht an Situationen kommen, aber wir werden noch nie so Sachen so, wie man am Lena noch gesagt hat, für einer Woche am L'Essentiel, wo sie geschwärzt hat. Das war wahrscheinlich nicht böse gemeint, das war einfach aus dem Bauhaus, wo sie geschwärzt hat, dass Lützeburg darauf war. Je considère souvent comme un laboratoire. Nee, für uns ist Lützeburg kein Laboratoire. Lützeburg ist eine souveräne Nation. Und unsere Politik besteht daran, sich für die Wohl von unseren Einwohnern anzusetzen. Lützeburg ist kein Laboratoire, wir sind kein Versuchskaninchen, und wir wollen nicht irgendwie Modell sein für etwas auf der Welt. Das sind wir nicht. Wir treten also ein für eine Gambia-Regierung, die viel zu viel lang da, also viel zu viel falsch gemacht zu ersetzen und für eine bessere Politik anzutreten. Wir wollen eine Politik, wo die wir haben eine Politik gehabt, 10 Jahre lang, Gambia-Regierung, blau, rot, grün, wo die Direktdemokratie, die Fernhaut, wie darüber geschwärzt, verhindert wird, wo die Großparteien ihr versprechen,
brechen, sie fährten de Wort vun de Leiit. Sie bringen eng neue Verfassung durch, ohne Referendum, also sie fänken noch immer méi undriwer zu schwätzen, dass in Remenke Referendum iwwer 1000er Wahlrechten. Die war ganz klar, die war 80%. Wie wann die lauscht Elisabeth Martin an für kurze an andere auch, die immer im Schwätz, ja, irgendwann muss man aber eine andere gehen. Das ist nicht der Respekt vom Volk, wenn sie so, wir machen vielleicht irgendwann ein Referendum, wenn einer sagt, wie für einfach so, wir wollen nicht andere gehen, das geht für uns nicht. Wir müssen das Wort vom Volk respektieren und wir müssen die Leute matt sehen. Wir sind bereit dafür, mit einem Programm stehen, für die Leute matt schwätzen zu lassen. In einem Land, wo die Meinungsfreiheit auf vorgestellt wird, so nicht, dass systematisch Leute bestraft gehen. Mit dem Novell, was ihr seht, können die mal auf verschiedenen Plätzen nicht so gut tun. Dann geht etwas erwehrt und jeweils geht Leute auch schon bestraft. Schneieren auf der Uni Lützeburg, da war eine Person, die das schafft, die gesagt hat, in der Zeitung, eine Professorin, dass ihn da muss auf verschiedene Fächer muss schon gendern. Das ist von der Gender bestraft. Und nicht, dass die neue Religion, vorher am Land noch wenig drüber geschwärzt wird, mit die immer mehr über das Länder, sowohl in Nordamerika wie in Europa, rüber schwappte, dass die Wokeism, Wokeness, die Woke-Religion, der Wahnsinn von Intoleranz, den sich verbreitet. Das verbindet von alles, was man so die letzten Jahren hören, Cancel Culture, wo Leute nicht mit ihrer Meinung, sondern eben gecancelt gehen, eine Political Correctness, die just eine Richtung von Meinung zulässt, Dekonstruktion von unserer Gesellschaft, Dekonstruktion von unserer Geschichte, da kommen wir darauf zurück, Dekonstruktion von unserer Familie, die man so wert sind, von unserer Lebensweise, von unseren Werten, von unseren Gemeinsamkeiten, Umschreiben Verbannen, von Büchern, unsinnig Begriffe, die gefordert gehen, kulturell, Uneignung etc. Sein Geschlechter, die von einem der auf den anderen kann selber rausfehlen. Also in Lützeburg, wo da Leute kommen, dann irgendjemand der Wimper zu zugesuchen, an die Geschichtsbücher von da in die Antike geht oder im Mittelalter geht, da wären aber zu wenig Frauen drauf gesehen als viele Männer. Ja, pardon, die meisten Käser, Kinder gewähren eben Männer. Wie das sind Probleme, die Leute heute tun, wo sie wollen dann ändern. Das geht man da ist nicht. Auch auf europäischem Plan wird das gemacht, es geht tatsächlich nur sich selber geguckt, nicht wo die Leute. Es geht nicht darum, dass die Folgen Schäden kam, mir einen gewissen Teil über die Cap von uns alle Guten. Wir hätten gerne Freiheit von den Bürgern. Sie wollen, dass wir Angst leben, sie wollen, dass wir fährten, sie wollen, dass wir schlecht Gewissen haben, sie wollen, dass wir kontrollierbar sind, sie wollen, dass wir das machen, was sie gerne hätten, dass wir denken, was sie gerne hätten. Und wir mussten versichern, für die selber ernannte Weltverbesserer auch im Zurück auf den Boden von der Realität zu wollen. An die Gelegenheit tun wir bei Wahlen dieses Jahr und nächstes Jahr bei den Europawahlen. Freund, 10 Jahre Gambia, Freiheit zählt immer Männer, immer mehr Zwänger Verbote, das ist so, kein Verbote gemacht, das ist Verbote gemacht, sie ganz Party, sie wollen danach machen. Wir hatten Diskussionen in der Chambre über Heizungen. Wir werden keine Heizungen verbieten. Wie das ist schon der Fall, wenn der neu baut. Die haben keine Gasheizung machen, die haben keine Mazutheizung machen. Das ist ein politischer Schwach, d'accord, wie das ist ein Verbot. Aber für dann so, wir machen kein Verbot da. Das ist nicht vorrecht. Es ist da, es sind Angriffe auf Freiheit, es kommen immer mehr Reglementationen. An YouTube gesehen, wie weit es kann vorgehen, auch bei der ganzen Covid-Zeit, wo Grundwerte einfach nicht mehr wert waren. Und Leute gemeckert, wenn das gemacht geht, da ist eine Marschrichtung da, die Grünen gehen die ganz oft tun, nicht nehmen, an die anderen, DP, TSAP, CSV, Piraten, Lenk, die Dackeln haben drin. Heizungsverbot, ja, man sie macht, Autoverbot, ja, man sie macht, was geht nach? Plastikverbot tun wir schon, Schalimo-Verbot, und am Tonus hat gesagt, wir kein Verbot gemacht, Schalimo-Verbot, das ist der große Feind, der Schalimo, gibt das in der Karte, das kritisieren wir für Wetter und das Schwach wegschlossen. Das heißt, wir sind an einer Logik, wo immer mehr Verbote gibt, immer mehr Reglementationen, immer mehr Steuern, Autosteuer, CO2-Steuer, Enteignungsprozeduren, Denunziantentum, eine Erdrückung von der Meinungsfreiheit, das ist die Richtung, wo es geht. Dann haben wir ein Land, wo die Kaufkraft immer mehr zurückgeht und die Energiepreise klammen. Aber wo sie so freuen, dass die Energiepreise klammen. Für die Ministerin Juriko Backes, Carol Diesburger, Claude Turmes, hat CO2-Steuer den gewünschten Lenkungseffekt, so wie ein Preis auf der Pumpe manner attraktiv geht. Das stimmt bei mir. Die 3 Minister freuen sich also, dass Preise auf der Pumpe und Blut gehen. Das ist ein Lenkungseffekt. Die geht gezwungen, etwas Ernstes zu werden wie ein Auto.
Nach wie wichtig, Piraten. Also, muss so, wie sie nie wohin drunter Martinen, wieso nicht mal was in der Chambre sollten zu der Geschichte, Benzinspreise, Auto, das tut es an sich. Zitieren den Herr Gürgen von den Piraten, ja, unter den Piraten wird das Autofuhren mit teuer gehen. Für Piraten ist es auch richtig, dass wir den Verbrennungsmotor aufschaffen. Wir hätten aber auch gerne ein Autosvignette, wo alle Autos, die als Straße benutzt, müssen einen Tax drauf bezahlen. Das ist die Politik von den Piraten. Das wollen sie vielleicht nicht immer hören, weil sie heute erzählen, wie das von seiner Chambre erzählt haben. Dann haben wir 10 Jahre eine Situation, wo ein Spruch immer mehr verschwunden gelassen wird. Spruch scheint ihnen nicht ganz wichtig zu sein. Wir hatten eine Diskussion, einen Artikel über Lützeburg als EU-Spruch. Das so gekündigt ging. Viele Parteien sind dagegen, andere ist nicht wichtig. Fakt ist, dass sie machen es nicht. Spanier machen gerne mit Baskisch und mit Katalanisch. Wir fordern doch die ganze Zeit, sie hat wahrscheinlich gesagt, gib mir mal schon, dann machen wir das. Es geschieht nicht. Und als Lützeburger Spruch geht da draußen nicht genug en Valeur gesagt. Könnt ihr ganz einfach machen, ohne irgendeinen Weg zu tun. Mehr da draußen Spruch weisen, dass sie nicht visibel an die Vitrine stellen, dass ihr wisst, wo wir Kuren mehr lukrativ machen, Leute mehr motivieren, Tropochenheit, das ist der Spruch vom Land. Und ich wiederhole immer, es geht nicht darum, für andere Sprachen irgendwie zu verdrängen. Das ist okay, wir haben Französisch, wir vielleicht Englisch, wir haben Deutsch. Wir schwätzen das auch, wir lehren das auch an der Schule, darum geht es nicht. Wir wollen einfach nehmen, als kleinen Lützeburger Spruch von unserem Land erhalten und es kann noch weitergehen und nur noch schwätzen, wenn wir alt sind. Das ist das einfach. Wir gehen als Souveränität dort. Wir gehen immer mehr, die Ferner doch gesagt, wir gehen immer mehr, gehen wir Rechte auf und internationale Organisationen, die dann über das dezidieren, wie gespannt von der WHO, wie auch bei der EU. Und da geht es auch daran verstoppt. Ich habe froh gestartet mit dem Tonson, ob es da nicht fehlt, ob ihre Verbot zurückkommen, 2035 Verbrennungsmotor, was ja unsinnig ist. Nur zu gesagt, wir hätten den Mechanismus nicht verstanden, wie die Europäische Union, die das verboten hat. Und da müssen wir aus der EU rausgehen, wenn wir das rückgängig machen. Also wenn man das machen, wird es kontraproduktiv. Ich erinnere mich übrigens daran, dass man am Tonson 2030 gefordert hat, für den Verbrennungsmotor zu verbieten, also 7 Jahre. Aber so funktioniert das einfach nicht. Ich schulde einfach naiv sind, dass die Europäische Union eine Demokratie ist. Ich schulde einfach dass die Leute, die da sie gewählt gehen, und dass die bestimmen, was am Anfang dem Volk so gut findet, und auch das, was das Volk will. Oder ist das nicht so? Die Personen do net gewählt. Vielleicht verpasst. Fall werte mir, wann mir Möglichkeit tun, als dafür ersetzen, mit aller Kraft und Energie zu summen mit anderen oder als andere Länder für das Verbot vom Verbrennungsmotor 1935 zu stoppen, weil es komplett unsinnig ist. Ja, mir noch leider eine Familie, die immer mal wert ist. Wir holen den Herr Büttel, der sieht, alle Kinder sollen an Kinderbetreuung. Die ist gesagt, es soll kein Schwach gehen für die Leute. Auch die, die kennt nicht kann, sie sollen nicht Kinderbetreuung, nicht für ihr Ziel. Mein Edukationsminister, der sieht, dass, wenn ein Kinder will, du erzählen, das wäre eine Politik aus dem letzten Jahrhundert. Das ist die Situation, in der wir sind. Wir sind in einer Situation, wo die Schule auf den Kopf gedreht wird, an dem Niveau fällt, an der der Minister das Schulsystem nicht mehr versteht, nicht kapabel ist, mit Akteuren im Terrain zu schwätzen, an dem bei den Leuten, die für sein Ministerium an der Schule schaffen, leider die Algorithmen zu freuen, die wissen das, ganz genau null Support hat, auch von denen kein Stimmwert kriegen. Von Reform zu Reform, von Geflex zu Geflex, wir haben das Schulsystem, das immer mehr zerstückelt wird, wo immer mehr verschiedene Modelle aus Sektionen entstehen, an denen Kinder sich mehr rümpfen. Wir hatten früher einfach Zensur, immer kompliziert Bilan, die Chemie versteht, Promotionskriterien, die Chemie versteht. Wie ein Schulsystem, wo an den engen staatlichen Schulen in Premier mit 19 Jahren mischt, wie das traditionell war, in den traditionellen Schulen, einfach an denen im europäischen Modell mal durch 10 Jahre. Das ist die Ungerechtigkeit von mehr Meist. Die einen kann man durch 10 Jahre mal 19.
Und dann nur eine Trennung, die entsteht. Und das da vielleicht das Gefährlichste, was der Meister im Moment ist, am Gang zu machen, das ist eine Trennung von den Kindern. Weil wenn wir eine Trennung machen von den Kindern, kriegen wir dann eine Trennung von der Gesellschaft. Da wollen wir eine Gesellschaft, die zusammenhält. Da brauchen wir auch Leute, die zusammenhalten, die zusammen abgewusst sind. Aber das ist immer hier am Land geglückt. Wir hatten ganz viel Migration, wir hatten ganz viele Ausländer, die reingekommen sind. Wir wollen sie zusammen an der Schulbank so gemeinsame Erfahrungen gemacht und von den anderen gelehrt haben, wie das funktioniert. Also sie hatten da noch eine gemeinsame Basis für auch eine gemeinsame Gesellschaft zu gestalten. Das will den Herr Meichel stoppen. Ich hätte gerne, das kann getrennt gehen. Die einen eine französische Alphabetisierung, die anderen eine deutsche Alphabetisierung. Und dann trennen wir die Kinder, und dann haben wir eine getrennte Gesellschaft, das für Lützeburg gesellschaftspolitisch immens gefährlich ist. Und ich meine, das ist ein Punkt, den kann ich nicht genug aufstreichen. Das ist ein ganz großes Gefahr, die von der liberalen Idee von Herrn Meichel, von der DP rausgeht, und die von den anderen Parteien auch noch unterstützt wird. Und die ich wirklich dagegen wäre, das sind wir. In der Kriminalität, die auf den Teppich gekehrt wird, die einfach immer mehr hoch geht. In Statistiken, die es beweisen, Lützeburg ist heute in den Top 5 in Europa, was Überfall angeht. In den nächsten 5 muss ich nicht vorstellen, wenn man schön traurig Land, da ist nicht viel passiert. Mal heinst du, ja, mal heinst du etwas. Ich finde es das nicht fair. Wie das im Moment, das übertrieben. Aber in den Top 5 in Europa. Ist das normal? Das ist eine dramatische Entwicklung, die stattfindet, aber wo nicht darüber anscheinend geschwärzt soll gehen. Das ist ein Tabuthema auch am Wahlkampf, wie wenn das nicht wichtig wird. Wo ist ein schön traurig Lützeburger hin? Aber wenn ich den Minister vorstelle, in einer Question parlamentär, wie viele Messerattacken hatten wir dann das Jahr, dann nennt wir den, ich weiß es nicht. Polizeiminister weiß es nicht. Das ist die Situation, die man, wie will das Kriminalität bekämpfen, wenn man nicht wisst, was der Beste lebt. Das ist ein Trauerspiel von Gambia. In einem Land, wo immer mehr Leute trotz Arbeit in der Armutsgrenze leben, wo die Steuertabelle jahrelang nicht angepasst wird, weil es sonst nicht war wie eine himmlische Steuererhebung. Aber dann heißt, wir sollen dann zu und her kommen, bei den Leuten gehen sie sicher. Wie das will man nicht. Wir sollen gucken, für am Staatsbudget mal zu gucken, wo wir etwas kürzen können. Das sind ein ganz paar Sachen. Ich erinnere an den Satellit, den hunderte von Millionen kascht wird. Der Staat kennt ganz viel auf vielen Plätzen Spuren, er misst nicht immer so sicher. Und dann könnten auch die Steuertabelle anständig aufpassen und dann hätten die Leute auch mehr an Portemonnaie. Das ist daran hohen, dass ein Land wie Lützeburg so eine Wurstung hat, aber wo dann immer gesagt wird, Lützeburg ist reich, wenn es dem gute Wurst und dafür braucht man die gute Wurst, mit trotzdem nur 30% von den Leuten, die ungefähr unter der Armutsgrenze oder knapp drunter oder drüber leben. Das ist ein Skandal für am Anfang. Es war dieser reiche Land, wie Lützeburg immer war, wie wir als Kanton leben. Tausende Lützeburger müssen alle ihr Land verlassen. Gleichzeitig aber kommen immer mehr Leute ran. Statistiken sind gestern rausgekommen. An einem Jahr 2022 30.000 Leute bei, das ist enorm. Enorm. 15.000 Leute fort. 3.000 Lützeburger und letztes Jahr hat Lützeburg verloren. Ich fand das skandalös. Da sind da vielleicht dabei, die man das freiwillig aus irgendwelchen Gründen, die sicherlich auf einer Flotplatz auf der Welt für Lützeburg finden, ich kann vorstellen zu wohnen. Mit dem Punkt ist aber, dass ganz viele Lützeburger sich heute nicht mehr können erlauben, an ihrem Land zu wohnen. Und das lebt Leute, das ist ein absoluter Skandal. Und das geht zurück auf die Politik, die das Gambia-Region gemacht hat. Sie hält die Probleme nicht seriös. Oder das ist wahrscheinlich nicht wichtig genug. Das geht in keinem anderen Land. Wenn ihr Frankreich wohnt, wenn ihr zu Paris könnt ihr vielleicht nicht wohnen, weil dort teuer ist, da geht daran zu schauen, dass ihr Frankreich wohnen. In Lützeburg ist das nicht möglich und das ist für uns nicht akzeptabel. Das ist der Bilan von einer Regierung. Wir gehen noch ganz lang weiter vor. Die Ministerin Tingele Joch und Remmler machen ihr Bilan, verstoppten Wahlkampf, das ist okay. Ich probiere nach 2 Punkten einzuweisen. Die nächste, das ist das Gesundheitssystem. Ich will nicht lange darüber schwätzen. Du kannst unmussig Geschichten erzählen, die mir weiter erzählt kriegen, von Leuten, die wirklich an Lebensgefahr waren oder sogar ganz schwer gelitten haben an dem Gesundheitssystem. Und da fragt ihn sich ganz einfach, wen ist in der Verantwortung vom Gesundheitssystem? Der SAP? Wie lang? 15 Jahre, 20 Jahre?
Wie net better aufgebaut an de Spideler de l'SAP, wie geht mit Dienst mit den Doktoren, die für ein gut Arbeit für die Surgen de l'SAP? Oder am Lehner, das kann doch nicht sein. Die ist aber so gut, wie das ist der Fakt. Wie ein Gesundheitssystem, den einfach nicht mehr an Druck, und okay, meine starke Wurst, und geht immer mich schwer mit dem Gesundheitssystem, die wir haben, die in einem Land wie Lützburg nicht mehr würdig. Und muss ihn einfach klar sagen, die Leute, die responsabel dafür sind. Und das ist heute die SAP, die jahrelang dem Minister innerhalb sich hat und nicht fertig wurde, Land viel zu bereden, auf ihren anständigen Gesundheitssystem, gute, bessere Gesundheitssystem zu sorgen. Das ist auch skandalös. Und dann zum Schluss. Das Kind, den ich dem Thema unwillen, du doch geht von ihnen gefroht. Denke Verantwortungslosigkeit sondergleichen. Für die gewaltige Wurst einfach so unzuholen, wie du könnt, Richtung 1 Million Einwohner. Und da wird gesagt, wir packen das schon. Nee, wir packen das nicht. Es geht auf die Kosten von unserer Gut, es geht auf die Kosten von unserer Lebensqualität, es geht auf die Kosten von der Zukunft von unserem Land, auch von unseren Kannern. Natur geht so betoniert, Mobilität geht gebremst, funktioniert nicht, mit 4 Spuren und D-Stick soll man auch nicht bauen, wie soll euch noch bewegen, Zurasiver Feld und so weiter. Mir ist sicher gar nicht bereit für die 660.000 Einwohner, die wir aktuell haben, die man in der Infrastruktur nicht bereit. Also ich hätte gerne 1 Million Einwohner. 1 Million Einwohner, wo alles misst verdöbelt gehen, was aktuell da ist. Aber in einer kurzen Zeit, das funktioniert nicht. Und das ist die Realität, und die muss man Leute bringen. Und wir wollen das ändern. Wir haben von der Beruf behandelt, Lützeburger sind kleine Kanner, und als Land wird so gesehen wie eine Association à but lukrativ, wohin sich so viel wie möglich Taschen zu machen. Das ist die aktuelle Regierung. Und ich will gesagt, und das Einzige, und das wissen alle Guten, und das hat wir hoffen. Die Einzige, die das tut, können stoppen, die Einzige, die die Möglichkeit tun, die Regierung da fortzukriegen, wegzuwählen, eine neue Politik zu machen, das sind die da draußen, Lützeburger Bürger. Und das ist der Appell, den wir heute machen. Wir brauchen für Lützeburg eine andere Politik. Ich bin dann einst gefragt, ja, wann der Premierminister wird, für schön. Was gibt er dann? Was gibt er dann machen? Ich will euch 7 Punkte aufzählen, die man mänglisch direkt machen. Und ich will einfach ersten Tag, Kampf gegen Kriminalität. Einfacher Punkt. Du kannst ganz nicht fänken. Pur Gesetze ändern, pur Bestimmungen ändern. Weil am Moment ist es so. Du baust Polizisten zählen als die alle Guten. Ob der Gare, zusammen Land. Sie laufen an den Drun. Sie hören sie fest, muss in unserem Du. Sie hören sie fest, muss in unserem Du. Polizisten hier am Land haben Flamme mit dem System. Sie gehen am Stach los. Aber wenn etwas geschieht, da gehen sie noch kulpabilisiert. Und die Kriminellen, die gehen viktimisiert. Das ist die Situation von der Politik hier in unserem Land. Da die Polizisten mehr angegriffen wie schwere Kriminelle, die all da auf der Straße Leute überfallen oder noch schlimmer Sachen machen. Und das ist ein riesiges Problem. Wir werden vom ersten Tag an dafür sorgen, für eine komplett Ehrlichkeit und Transparenz in der Kommunikation am Bereich von der bannenscher Sicherheit. Als Polizei, als Douane, wie auch Justiz müssen maximal unterstützt gehen. Kriminelle müssen möglichst sehr können für ein Gericht kommen. Und Ausländer, die hier am Land kriminell gehen, das geht doch los schon, das wird immer gemacht, müssen das Land verlassen. Wir verbessern die Sicherheit auch von unseren Grenzen, sowohl auf den EU-Außengrenzen wie auch auf unseren nationalen Grenzen. Wir wissen, dass Talschen von der Kriminalität, das ist ein Fakt, die können eben aus dem Ausland rüber. Zweitens der Familie. Ich habe darüber geschwärzt, wir haben eine Regierung, die aus der Familie und der Politik ziemlich egal, die setzt anderes an den Vordergrund. Das ist ein Schwach. Wir wollen einen anderen Schwach. Und unser Schwach ist für den Schwach von den Leuten, für den Schwach von den Familien. Wir werden den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie Kinder auch können daheim selber erzählen und nicht müssen an eine Struktur gehen, schwätzen von Krieg oder Maison Relais.
Das ist aktuell möglich, dass sie sein Kanton geht, und wir unterstützen das doch weiter, weil sie Leute, die wollen das machen. Aber das Problem ist, dass das ändert möglich ist. Und wir gehen dafür das Schwa. Mit diesem ADR ältere Geld, dass Leute, von den Partnern, von den Älteren, kann halb dich, der ganz dich daheim bleiben, bis zum Alter von 12 Jahren von einem Kant an sich so um die Beziehung kann kümmern. An dem Fall geht die Person entschädigt mit einem Montant, den ungefähr dasselbe ist, das relativ kosten, weil nicht kann von einer Struktur gehen, und das ist ziemlich viel. Gleichzeitig giffen davon Kotisationen geholt gehen, für dass die Person, wenn es dann am Alter ist, aber auch die Pension kriegt. Das ist ein ganz zukunftsträchtiges Modell, und das ist nicht vom letzten Jahrhundert. Und es ist nicht verzeiht, dass ihr das kennt. Und wir hatten das am Programm für 5 Jahre 2010, aber wenn ihr guckt, CSV hat doch einmal am Programm. Das ist das abgefallen. Laufen sie rundherum und so sie das doch. Und du siehst das schön, auch von der Opposition aus, von jemand clevere, gute Ideen können für mich das machen, da kommen sie irgendwann auch raus in der Politik, und da sind wir ganz hochgestraubt. Dritten Tag. Ganz einfach Geschichte Lützeburger Spruch. Kostet da ja, muss nicht viel gemacht gehen. Wir unterstützen Lützeburger Spruch. Ganz einfach. Wenn man einen EU-Spruch muss nicht alles versagt gehen. Wir verdreifen nicht. Wir sind schon pragmatisch. Das ist symbolisch. Wir werden Lützeburg auch mehr dabei sichtbar. Wie zu finden, das ist nirgends tot, nämlich geschwert, das ist verschwunden. Wir machen darum dahin, kostet nicht viel. Alles Großstämme, die nicht viel kosten. Wir machen Reklam für den Spruch, für zu lehren. Wir promovieren Spruch, wir stellen sie an wie drin. Wir sind höflich drauf, und wir benutzen sie. Aber wenn denken nicht geht, benutzen wir einen anderen Spruch. Aber wir gehen aus dem Stadion Lützeburgischen Numm, weil auch da hat ein ganz Symbol da. Vierten Tag machen wir ein Referendum über die Wurst in eurem Land, weil wir sind der Meinung, dass die Lützeburger fundamental Recht haben, für ihre Zukunft von ihrem eigenen Land, von ihrem eigenen Leben, auch von ihren Kindern selber zu entscheiden. Das ist das Referendum über den 1 Million Einwohnerstaat. Will er den oder will er nicht? Die Referendum gibt dazu feiern, dass eine Debatte stehen, dass darüber geschwärzt wird, weil der Moment nicht geschieht. Und da gibt es alle möglichen Ideen auf den Tisch gehen. Probleme gibt es gesagt, in der Buch und der Contre. Es wird eine immens politisch interessante Zeit mit allen möglichen Debatten und Ideen. Es wird super. Und da käme die Referendum und da käme etwas dabei raus. Lützeburg für frei entscheiden, bewusst an ihre Entscheidung, ja oder nein. Natürlich sind wir dafür, für die Wüstung zu bremsen. Wir wollen nicht keine Wüstung. Wir wissen, dass wir gewisse Wüstung brauchen. Aber wir lose Wüstung, wo wir nach schon in Druck kommen. Das wird man lo, das ist nicht mehr lebbar. Aber wenn wir das dann haben, wenn wir die Debatte hatten, da gibt es doch Möglichkeiten. Ich habe immer gefragt, ja, will das machen? Natürlich kann ich das steuern. Das kann ich ganz leicht steuern mit einer Attraktivität, die wir haben in unserer Ökonomie. In verschiedenen Bereichen, wo wir produktiv sind, sollen wir weiterhin ganz attraktiv sein. In anderen Bereichen vielleicht minder attraktiv sind. Das muss ich machen. Ich habe gestern beim Paper Jam schon den Leuten erklärt. Ich habe gesagt, die können nicht gleichzeitig die Attraktivität steigern und das Logementsproblem lösen. Das geht nicht. Ich habe gesagt, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne fonctionne pas. Also, ist es. Und wir finden Lösungen in dem Moment, wir werden die Leute auf jeden Fall froh, wenn wir hätten, dass das Volk so eine wichtige Entscheidung hält. Das machen wir. Fünften Tag, wir gucken für die Freiheit hier am Land mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir schaffen Verbote auf. Wir kümmern uns um die Heizungsverbote. Wir kümmern uns um die Verbrennungsmotorverbote. Unsinnige Sachen. Wir gehen gerne den Leuten den Schwarz zurück. Ganz einfach Sachen. Aber wenn ein darunter zweifelt, aber wenn sie so, die können das machen, das ist unsinnig. Das ist immer folgendes, wir freuen Leute. Dann haben wir ein Referendum, weil gelebt man etwas. Sie geben nicht mehr Pferde. In Lützeburg wie auch in der Europäischen Union. Ein Referendum, das wäre jede europaweit über den Verbrennungsmotor. Da gehen wir mal gucken, ob wirklich über 50% wollen den Verbrennungsmotor aufschaffen oder nicht. Weißt du, dass da immer im Zweifelsfall Leute freuen, da wir sind in einer Demokratie, wo ihn drin ist.
Sechsten Tag Benzinspreise, Energiepreise, die setzen wir auf. Das ist bei so Plakate überall. Das ist ganz einfach. Der Bauchef gesagt, wie will er das da machen? Wie das ganz einfach das zu machen? Das ist einfach Taxis auf und Steuern auf. Wir hatten in Lützeburg immer Benzinspreise mehr niedrig für als Notbeständer. Und das war ja für clevere Leute evaluiert gehen, weil die damit gerecht, dass man dann Tanktourismus kreiert und dass man dadurch ganz viel Suen ranwollen. Und die Realität ist, dass ein Tanktourismus als aktuell 1 Milliarde Euro Jahr rabbringt, ohne dass wir viel dafür müssen machen. Die werden am Anfang nicht so, ne? Das hören die nicht. Aber das ist eine immens einfache Methode. Das heißt, mit billigen Spritpreisen helfen wir unseren Leuten, zumindest denen, die mich weiter wegfinden. Was oft auch nach denen sind, die Männer Geld tun, am meisten drin leiden. Zweitens unterstützen wir als Ökonomie und als Industrie, die angewiesen ist auf niedrige Energiepreise, niedrige Benzinspreise. Und drittens fördern wir den Tanktourismus und das bringt immens viel Geld an das Staatsbudget und die brauchen wir für die Leute und uns verdelen für gute Sachen. Und das werden wir machen. So, und dann den 7. Tag, da rasten wir. Nee, wir rasten doch den 7. Tag nicht. Wir denken nur über das Rasten, wir denken nur über den Feiertag. Wir hatten ja die Diskussion, ich weiß nicht, ob das gemacht wurde, wo die Regierung eine neue Broschüre rausgegeben hat über die Geschichte von Lützeburg. Ja, komischerweise haben sie über den Zweiten Weltkrieg zwei Sachen vergessen. Der Generalstreik 1942 an Personenstandsaufnahme. Die wichtigsten Evenementer von der Lützeburger Resistenz. An die Leute, die sind wirklich ganz traurig darüber, müssen alle gesehen. Die sind wirklich ganz traurig darüber, mir auch alle Guten. Die nicht an der Broschüre über Lützeburger Geschichte, das sind Hohn. Und da seht ich, Xavier bitte die Responsabilität darüber holen, ja, mit das die Wissenschaftler, die das geschrieben haben, die nicht frei, das zu schreiben, was das wird. Nicht das ist eine Responsabilität. Wir werden also nicht viel von mir beten. Wir gehen offensiv, und wir fordern, dass der Kommemorationstag, 10. Oktober, einen offiziellen Feiertag zu Lützeburg kennt, für denen zu gedenken, die am Zweiten Weltkrieg heil gekämpft haben, für die Freiheit von Lützeburg gegen Nazien. Voilà. Und dann machen wir noch ganz viele andere Sachen, aber ich meine, muss ein bisschen sehr machen. Die haben an der Hand dezidieren, wie Lützeburg soll in Zukunft aussehen, aber wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Gambia-Politik, dann muss nach Oktober der ADR stimmen. Der ADR steht für eine Politik, die die Souveränität von unserem Land garantiert, eine Politik, die die Sicherheit und Freiheit von den Bürgern auf die ewige Platz setzt, und eine Politik für Lützeburg mit Geborgenheit und ohne Verbotshysterie. Wie verhindert die Lo eine dritte Gambia-Regierung? Erster Punkt, ganz einfach, Mathematik, arithmetisch. Wie verhindern wir eine Gambia-Regierung? Gleich Fragen zu stellen. Sie sind verschiedene, die meinen, die den CSV wählen für eine Gambia-Regierung zu verhindern. Das stimmt nicht, das sage ich direkt. Ja. Wenn eine Gambia-Regierung will verhindern, also LSAP, DP, Greng, weil wir wissen, alle Guten, die machen weiter, wenn sie 31 Sitz kriegen. Das ist klipp und klar. Wenn das will verhindern, man dürfen den 3 Parteien, DP, LSAP, Greng, nicht eine Stimme geben. Null. Und es ist auch egal, wie viel CSV da kriegt. Ob CSV da 15 kriegt oder 20 oder 21 oder 25 oder 29. Komplett egal, wie viel sie da kriegt. Von der Gambia-Regierung da 31 wird, machen sie weiter. Das heißt, eine Stimme für CSV ist gar nicht wichtig. Das ist nicht so, dass er CSV wählen für die Gambia zu verändern. Die muss eine andere Partei wählen, wie die drei, die ich genannt habe, wie die LSAP, wie die DP und die Greng. Irgendeine andere, dann hat er Rätsel gemacht, für die Gambia-Regierung zu verhindern. Da sieht das schon nicht so schlecht. Wir hätten natürlich auch vergessen, dass er besser sieht und dass er der ADR wird. Wenn er der ADR wird, dann ist er sicher, dass er keine Gambia-Koalition kriegt. Also sich auch nicht täuschen, sind die besten Leute, die so enorm mit eine CSV-DP-Regierung. Nee. Nicht, dass er meint, die gibt der DP eine Stimme geben und die wird dafür eine DP-CSV-Regierung. Nee, wenn DP wird, die kriegt auch LSAP gering. Aber wenn der LSAP wird, die kriegt auch DP gering. Das müssen die Leute da draußen so. Zweiter Punkt ist politisch. Politisch wird sich CSV immer mehr in Richtung Gambia-Koalition bewegt. Sowohl an der Chambre wie auch am Programm erkennen die nicht viel Unterschied zwischen den Gambia-Parteien und der CSV.
Auch wat de Frieden ernstcht will machen wie die Xavier Büttel, von der debausten Leiit froh, dat fees so richtig. Fro debausten den das Unterschied an der Politik diese Welle zu stellen, Frieden an engem Bitte. Leiit wisset net. Das ist du. Das ganz ähnlich so schlimm. An eng Regierung von der CSV mat zu einer Gambia-Partei giwer von nicht ernst das Hechen wie eng Suite von der aktueller Politik. Stell dich mal eine Koalition, CSV, geringe LSRP zum Beispiel, für nicht ernst das im Endeffekt wie Gambia 3. Das ist der Punkt. Aber den Inhalt spielte auch schon lange keine Rolle mehr bei der CSV. Es geht um Murcht. Und letzte Woche waren ja Wiesler im Radio, aber wisst ihr, was gesagt, wir machen alles, für es zurück an die Regierung zu packen. Darum geht es. Es geht darum, für es zurück an die Regierung zu packen. Wir machen das nicht. Wir machen nicht alles, für dann eine Regierung zu packen. Wir machen, weil wir als Land gern. Und das sind wir als ADR. Auch die Piraten waren just drauf, für die Politik von Gambia weiterzumachen. Genau wie die CSV, wenn sie just an die Regierung, sie berät, alles matt zu machen. Das ist ja einfach. Sie haben kein Programm, sie haben mit denen so, wenn du so, das sind alle so streng. Und weiß keiner so richtig, wofür sie stehen. Ich Benzinspreise, ja, Entier, sind so, ja, das weiß ich nicht, aber da gibt es bestimmt nach Rins gehen. Es ist die Verzicht von Sven Klimmer, eine Koalition angeboten wird, die zeigt kein 3 Sekunden, die schwätzt nur lieber Inhalt, die sieht, ja, das ist nicht. Das ist Sven Klimmer. Und ich meine, das will ich auch klar so. Und ich meine, das ist aber das flott an der Politik ausmischt, das von einer Debatte oder von einem weiß, wo ihn drunter ist mit der Partei, weil sie klare Programme und eine klare auszumachen. Aber Sven Klimmer, bei den Piraten, Hummer dat net van der DV, da wird einfach nicht. Das ist ein Neon, das ist eine Vitrine, das ist ein Mannequin dran, das ist ein Spiegel, wo ich nicht gesagt habe, das ist kein Dave da, das ist nicht da, das ist eine Obsession für sich selber, das bringt das Land sicherlich nicht weiter. So hat als Stimme für die Piratenpartei, als eine Stimme für den Machterhalt von der Gambia-Regierung, sie ist das gewiss, bleiben noch die Linke, ja wesentlichen Deler geben sie sogar nach mehr weit gehen wie die Gambia-Politik. Ich meine, dass so etwas nicht gefällt. Fazit also, wenn der Gambia-Politik verhindern will, da bleibt just die Schwach, dann wählt der ADR. Wenn die eine andere Politik will, wie die aus den letzten Jahren, da gibt es nicht eine Möglichkeit, und das ist der ADR. Und ich so auch egal, was wir da nur sind, an der Regierung und an der Opposition, wo man übrigens eine fantastische Arbeit macht, wo man ganz oft als 4 Deputiert eine Majorität von Lützeburger vertreten haben. Sie wird bei der Verfassung, sie wird beim Messener Wahlrecht, sie wird beim Nationalitätsgesetz, sie wird bei den Verboten, die kommen. Ganz oft vertreten wir, wo man in der Chambre einen ganz kleinen Gruppenumfang, sie von 4 Leuten vertreten, mit dabei sind über 50%, das können wir Sondagen nach 4 ein bisschen gelebt, die aber drin, wenn sie selbst machen. Das könnt ihr raus. Und ich meine, das weiß, dass wir ganz wichtig sind. Wenn der ADR wählt, die wählt auch eine starke Demokratie, weil wir für die Debatte hier im Land, die politische Debatte, eine absolute Bereicherung sind. Das wäre langweilig an der Chambre und noch so, wenn der ADR nicht gehen läuft. Voilà. Und ich wiederhole nur 5 Mal für das Schiedsrichter ganz klar weiß und noch dabei kann die Message weitergehen. Wer Gambia verhindern will, der wählt ADR. 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 Voilà, merci. Ganz genau so war das. Merci, merci.
Und sieht a guter Stimmung an huet die gut Stimmung mat huet ze mat am nächsten Deeg bis nach Oktober, wo man sowieso Ohren werden ze summe feieren an der Stadt huet die Stimmung mat Di muss lo rausgo bei Leiit bei Schiedverrederbausen an de muss da ancht bei Leiit go an de muss hinnen erklären. Wielt da der wandert da der wild da mat der ofene Kreiz an de Runde, weil da geht kein Stimme verloren. Wir brauchen am Osten die 7 Stimme, wir brauchen am Norden die 9 Stimme, wir brauchen am Süden 23 Stimmen, wir brauchen am Zentrum 21 Stimmen. Und da sind Leute, die so, ja, mich will aber nicht die ganz Lust fühlen. Da sind noch 2 Drop, die gehen nicht gerne Kreuzer. Und dann habe ich ja auch gewählt, nee, das geht nicht durch, weil in die 4 Kreuzer möchte, am Süden, die geht dann 19 nicht. Und dann muss er so, da will noch die Jana. Ja, aber die kennen nicht, ja, aber die sind gut, wie noch die Jana. Gift den, all den Kreuzer. Na, all den Kreuzer. Wenn du gerne den Leuten unterstützt, die du kennst, dann verdient auch die anderen Kreuzer. Ob der Lösch mit der Pech, das sowieso, weil das Leute so zu mit öffnen die Kreuz an der Runde, das ist nicht. Und da kriegen wir alle die Stimmen, die wir brauchen, für die bessere Politik zu machen, die wir machen. Und dann die Kleinparteien, die lo untreten, die keine Chancen alle Leute für an die Chamber zu kommen. Ich will mir wiederholen, die letzte Partei, die fertig spricht wird, aus dem Stand an die Chamber zu kommen, das war der 1989. Ne? Und seitdem wird die fertig gestellt. All Stimmen, die da in eine ganz kleine Partei gibt, die da umtreten, das sind verlorene Stimmen. Und am Endeffekt sind die just normalerweise die Parteien so gut, die die meisten kriegen, das ist CSV, und dann eventuell die 3 Gambia-Parteien. Das ist eine verlorene Stimme, gibt keine verlorene Stimmen. Dann, von der Wirtschaftswilderin, da gibt der Stimmen der ADR, du sind in guter Hand. Und da gebe ich mich stark an eine Stimme für die ADR, das ist eine Stimme für das Volk. Erlebt mal, wir sind stark, wir sind zu viel, und noch draußen, und es sind noch 10.000 Leute, die mir von da rausgehen, die als Überzeugungen teilen und die als unterstützen werden. Von daher können wir ihnen sagen, wir sind mattisch, wir sind fähig, wir sind bei euch. Vive die ADR, vive Lützeburg, vive die Wahlen, den 8. Oktober. Merci alle Gute.